Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass er da sitzt. Nur der Fortklaff Pus von Poste sollte man doch uns jetzt machen über Tünnes und Schäl, haben wir gehört. Das ist eine gute Idee. Also, ich fange direkt an. Der Dünne sagt, Lorenz, da führe die Frau. Die läuft so um Trottoir hin und her. Ist die jetzt am Söke? Droppt der Schäl ganz durch. Ja, dat. Die ist eine 10 Markchen am Söke. Der Dünnes, woher willst du das dann so genau wissen? Ich han sie gefunden. Schwätzig und sticken alt, der Witz. Der Jo wird ja alt in Minger Pute zick. Das merkt man ja auch dort rein, dass ne 10 Marksching da drin vorküt, der die Frau am Söke ist. Oh, ich han auch ne Witz von Dünnes und Schäl im Euro. Also der Dünnes und Schäl wollen sich weltmännisch geben und sich Krokodilslitter schon zulegen. Als aber im Showgeschäft gewahr werde, dass so ein Krokodil schon ich auf 500 Euro und mich zu Hand wäre, meint der Dünnes, so teuer, da weiß ich jetzt viel besser als Schäl. Ma jon op Jück nach Afrika und jon da op Krokodiljagd. Je sagt je dann, 2 Wochen später stand die Beze am Ufer vom Nil. Der Schäl schäumt durch das Wasser für die Krokodile anzulocken, dass sie ihm nachlaufen und auf das Land kommen. Der Dünnes steht am Ufer im Drühe und hat einen dicken Knüppel in der Hand. Und wie die Krokodile dann den Schäl im Wasser verfolgen und mit auf das Land kommen, steht der Dünnes da, schnauft die Speng, hat das erste Krokodil den Knüppel um den Kopf und ist tot. Da loren sie, schütteln mit dem Kopf und machen wieder. Ob die Art und Weise haben sie jetzt als 7 Krokodile tot gemacht, die der Schäl in eine Truhe gelockt und das Dünnes kaputt geschlagen hat. Beim letzten, mit einem kräftigen Schlag, sagt dann der Schäl ganz erschöpft, wann das nächste dir wie noch kein Schon anhat, fahren wir aber wieder nach Haus. Ja, hier sind sie wirklich spätze blöd. Sonst ist es ja Mido Tünnes, ne? Der Schäl ist ja jau. Also ich weiß es nicht. So witzig fingen wir die Witze ja nicht mehr. Sind doch ita Flachwitze. Ich habe ein ganz Buch mit Tünnes und Schälwitze durchgelesen oder überflogen, die in den 60er Jahren gesammelt wurden. War richtig lachen, modisch nicht. Manchmal jetzt Riemele, vor allem, wenn es den Spruch geht, wie in dem Witz von der Küche. Wie Witz von der Küche? Ja, ist ganz gut, sagt der Schäl, ich mach Diät. Sagt der Tünnes, jo, dat ma endlich mit dem Putzen anfangen, dann mach ich die Fenster. Ja, auch ist der Tünnes der ein bisschen weniger intelligent ist. Wenn einer so ist, sieht man ja auch, das ist ein Tünnes. Wie hättest du dir dann sonst noch beschrieben? Der Tünnes, ja, das ist ein Bauer. Ganz lange Zeit, ja, wird ja noch Felder in Köln herum. Draussen für die Stadtmauer war es erg ländlich. Und auch binnen in der Stadt war es meistens wie in einem Dorf. Köln war ja ab
von 1794 an wurde das ja Französisch. Und so kam es dann auch, dass der Napoleon uns zu Besuch nach Köln gekommen ist. Da mussten sie das erste Viertel von der Straße treffen, damit nicht ganz so borig und dreckig aussah in Köln. Und ein Bauer ist evans in der Vorstellung von vielen Leuten kein gebildeter Mensch. Man sieht doch direkt auf Bilder von der Tünnes für ein Beispiel, hat eine blaue Kamisol und einen roten Schlopp um den Hals. Er ist also keine Finger her. Aber er ist gut gesinnt und genüsslich. Was man ja vom Schellgrad nicht sagen kann. Nee, das kann man wirklich nicht. Bei der Blute angefangen, kommen wir mal gleich noch drauf. Der ist so schön, der schielt also so schön. Man kann sagen, mit dem linken Auge kann der in den rechten Botzentisch schauen und mit dem rechten Auge in den linken Botzentisch. Und und dann hätte er noch so ein scharfe Nas, was dann auch nicht gerade sympathisch macht. Der Schäl spielt also eine vornehme, weltmännische Kerl, aber der ist nicht ehrlich, der ist eine richtige Hanak. Also wenn man dich so sprechen hört, kriegt man den Eindruck, du tätst die persönlich kennen. Dass du so ja weißt, wie der aussieht. Wenn man die Witze anhören tät, ist doch von der Blute ja nicht die Rede. Aber man sieht die Beize doch im Hennessy-Theater. Und dann in der Bronzefigur, in der Nähe vom Aldermaat. Jetzt eins noch am anderen. Fangen wir doch ganz von vorne an. Die Beize javet doch nicht wirklich. Oh ja, die javet 1000-mal. Nee, im Ernst. Die javet so natürlich nicht. Die haben ja auch keinen Nachnamen, keinen Familiennamen. Sie können ja auch nicht alle Beize allemal den Schmitz heißen. Und wer hat die erfunden? Also, noch drei. Het eerst kommt der Tünnes auf der Welt. Erfunden vom Johann Christoph Winters. Von dem gibt es doch auch mal Leute in der Nähe von der Millionenallee so eine Gedenkstein wegen dem Puppenspiel. Genau, und da sind wir beim zweiten Büro von dem Winters. Der war nämlich eigentlich eine Bönsche Schnieder. Aber wie er hier nach Köln gekommen ist und 1800 geheiratet hat er keine Arbeit als Schnieder gefunden. Der hätte dann als Möller gearbeitet und auch als Puppenspieler an der Schiffsbrücke. Die Schiffsbrücke, da gibt ja noch keine faste Brücke in Köln, sondern nur die Schiffsbrücke. Das heißt, wenn ein Dampfer rup oder rauffahren wollt, muss in der Mitte ein Stück rausgefahren werden und bis die durch waren und dann wieder zusammen. Und das tät sind Siegtouren und dann linksrheinig und rechtsrheinig auf der Schälsieg täten dann die Leute warten. Und um sich da den Sieg zu vertreiben, täten sie dann dem Puppenspieler Winters zuhören. Das war ganz neu. Die Stockpuppe täten nix aus der Bibel spielen, auf Theaterstücke die Jof, mit den Püppchen auf die Bühne bringen, wie es sonst Usus war. Es ging bei dem Winters Köln und sing Menschen. Die täten auch damals in Knollendorf wohnen. Zig, genau genommen von 1803 an, jeder das Hennessy, wie wir es heute kennen, mit der Zippelmütze in Rot und Weiß, auch der Vorläufer vom Schneuzerkowski gearbeitet als Polizist, der Monsieur Amtmann und evans der Tünnes. Der Kittel, der Tünnes im Hennessy-Theater heute noch trägt, war die Kleidage von der Kappespore von damals. Und der Name war auch Altünnes? Ja. Das passt ja auch ganz gut für eine Bur. Wie meinst du das? Ja, also es gibt ja zwei Hillige, die Tünnes heißen.
Dat heißt op Hudütsch Antonius. Der Schlunzetün und der Firkestün. Und beim Tünnes ist der Firkestün zuständig. Also das musst du jetzt nicht verklären. Also, der heilige Antonius von Padua aus dem 13. Jahrhundert, der deten de Lück sing Hülp bidden, wann sie jet verloren hatte. Er sollt ihnen helfen, auch hüg noch, dat wieder zu finden. Der heißt der Schlunzetün. Und dann der heilige Antonius aus der Wüste, aus dem 3. 4. Jahrhundert. Der hat als Einsiedler gelebt und war erst bekannt. Er wird auch Antonius der Große genannt. Er hat abgeschrieben, wie er immer wieder von seinem Weg abgebracht werden sollte. Und die böse Leidenschaft in ihm wird dabei als Firke beschrieben. So ist er später auch direkt der Patron von dem Gedirsch geworden. Manchmal sind die Wege ja jetzt, wie sagt man höchst so schön auf Kölsch, jetzt special. Und von dem Firkestün hat unser Tün, der Bur, der vielleicht auch Firke hat, seinen Namen. Das tät ja gut passen. Ja, der Mehlwurms Peter, ne Bäcker, und der Speimanes, ja, wird auch alt. Und die Lück im Publikum müssen aussehen wie die Lück ob der Poppebühne, also ganz einfacher Lück. Es war also nicht direkt politisch, aber man tät sich doch jetzt lustig machen über die Amtspersonen. Ja, und was war jetzt mit dem Schäl? Ja, der hat der Winters später abgemacht, weil er würdig war. Was war passiert? Da hat doch verhaftet ob der Schäl Sieg, also rechtsreinig, ne Fürfahr von unserem Milowitsch, ein neues Puppentheater abgemacht. Er wollte auch in Köln linksreinig spielen, das haben sie ihm nicht erlaubt. Aber in Düx konnte spielen, die Lüge, die wieder von rechtsreinig nach linksreinig wollte, und wenn der Schiffsbrück ausgefahren wurde, täte dann spielen und hat dann allerdings, das muss man zugeben, von dem Winters auch allerhand gekleut. Und so hätte der Winters der Schäl auf der Bühne gebracht. Der Iterne, der unsympathische Mensch, wie man heute noch kenne. Und jetzt geht es mit Melone um das, so eine richtige, sogenannte Stadtmensch. Ein dunkler Putz, eine Fingerfrack, an der man sehen konnte, wie sich Köln in der Preußenzeit nach der Franzose verändert hat. Das heißt, das zeigt also der Jod der Übergang von der Agrargesellschaft mit den Bauern zu einer Gesellschaft, die industriell geprägt war. Und die beiden Typen, der genöchliche Bauer und der eingebildete Stadtmensch, mussten wohl miteinander auskommen. Und das bis heute. Also Bauern haben wir ja nicht mehr in Köln. Trotzdem sieht man doch, dass wir Kölsche alle ein bisschen der Tünnes und ein bisschen der Schäl wären. Lev und sanftmütig wie der Tünn und ein bisschen raffiniert und profitorientiert wie der Schäl. Also Gesetze, die aber irgendwie zusammengehören. So jetzt hätt doch Mallisch in sich. Und das eine ohne das andere kann dann nicht leben. Manchmal sind der Tünnes und der Schäl auch einfach 2 Figuren, die sich auf Kölsch unterhalten und der Schnüsschwade, wie evens in dem Witz, ich mach die Eid, dann mach ich der Finster. Also in der Witze leben die beiden Wigger mir in der alle Generation und dann natürlich in jeder Stadtführung in der Altstadt. Ja, es macht richtig Spaß, damit Unger zuzuhören, wenn die Touristen jetzt verzahlt kriegen. Hier und da eine neue Witz. Ja, oder eine Aale, der schön verzahlt ist. Und die Figuren zu belohnen macht auch immer wieder Spaß. Für die, die uns so hören und die beiden Kerls noch nicht gesehen haben, man kann sie finden direkt gegenüber vom Großzinte Mätes, ob der Rücksicht vom Haus vom Jupp Engels am Aldermatt, der die beiden Figuren auch in Auftrag gegeben hat.
Der Wolfgang Reuter, ein Künstler, der im November 2022 gestorben ist, hat sie dann in Bronze verewigt. Das war 1974. Ich habe die besten Figuren und die Gruppe, die uns hier besuchen, also so oft gesehen und jedes Mal freue ich mich wieder. Die Figuren sind ja auch so doll postet. Man kann sich genau zwischen die Bronze Kerls abstellen und ein Foto machen. Auch wenn es 1974 noch kein Selfie gegeben hat. Man sieht, dass der Besuch auch Sporen hinterlassen hat. Die Nase vom Tünnes deed ganz golden blinken. Auch wenn es unterschiedlich ist, was das bringen soll, wenn de Lück die Nase touchieren oder packen auf Strichele. Meistens heißt es, die Nasriefe bringt Glück. Oder es heißt, davon kriegt man ein Kind, was einer ja auch erst glücklich machen tät. Ja, das war schön, letztens bei den Figuren. Da kommt ein Mann mit dem Wickelditzchen um Arm und dem Pütschesinger Mam hinger drin. Sie hinke am Tünnese Lanz und der Mann tät im Vorbei und den Nas touchieren. Und ich konnte nicht sinnlos. Ich sag, Sie wissen ja, was passiert, wenn man die Tünnes Nas packen tät. Nee, Beize, Mann und Frau wussten das nicht. Drop ich, davon kriegt man ein Kind. Der Mann ging flüg wigger und die Frau kom extra ein paar Schritte retour und tät de Tünnes Nas ganz fast packe und se erg engagiert strichele. Und mit dem Winke waren sie dann der Ecke rum. So ist es mir bei der Gea auf Gaia passiert, die Erdgöttin. Also bei der Figur im Durchgang von der Husstraße aus, also die direkt beim Wallraffplatz steht. Genau da. Ein wunderschön Bronzefigur von Gerhard Marx, die 1986 gejossen hat. Weil inspiriert vielleicht durch einen Urlaub in Griechenland. Het Jahr fällt durcheinander mit der Stadt die Frage, wem die Figur von der Gea gehört. Das ist erst kompliziert, wollen wir hier auch nicht wieder vertiefen, was sich da all im Hintergrund abgespielt hat. Liet sich bei kölschgänger.net gut nachlesen. Aber retour. Ich war mit einer Job in der Stadtführung unterwegs und hat mir erzählt, abgeschlossen über die Göttin von der Erde, wo man hergeht und wo man wieder den letzten Raufingen tät, wie es von der griechischen Mythologie geht. Da kam so ein Mütterchen, ich will sagen so über der 80, und tät der Gea über de Mimscher strichele, was normal mit derselben Wunsch verbunden ist, wie das Strichele von der Dünnesnas. Ich sage, nee, Frau, ihr wisst, was jetzt passiert, wenn man der Gea über de Mimscher stricheln tät. Nee, weiß ich nicht, todet mir verklären. Und als ihm verklärt hat, dass man dann ein Kind kriegt, hat sie ganz viel logisch lachen und sagt, das wüsste ich einfach. Das war wieder in so einem Moment, wo der Besuch von auswärts der richtige Eindruck von Köln kriegt. Ich läuf in andere Städte in Deutschland, wer so eine Verzell, weil nicht abgekommen. So viel verhügt zu de Fiore. Ihr jetzt losjört für die zu beluren, machen wir noch gut unser Sprachkurs. Tetrete, abgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Hüg jedet et Jon und dat Wortfeld drumherum. Es ist das Verb, also Tätigkeitswort, sagt man auch. Jon. Das ist unregelmäßig. Es heißt für ich Jon, du jes, jet, mir Jon, jot, Jon. Und wenn man einem sagt, soll das tun, heißt es Jank. Und für zwei auf Mielüg sagt man dann Jod. Ein paar Wörter aus dem Wortfeld hat evens alt gehört. Jöcke,
dat heißt Flückjon auf Laufe. Und Schröme, dat bedück op het Ziel anzulaufen. Dann geht es noch Stitzele, Jon ob Hu Aufsatz auf wie ob Hu Aufsatz. So ähnlich ist es mit Stolzieren. Und dann natürlich Gumme. Das ist auch unregelmäßig. Ich gumm, do küss, he auf sie küt, ma kumme, ihr kut und se kumme. Und wenn man Glück seht, die das tun solle, seht man für eine kumm und für ein paar Mielück kut. Laufe ist wie im Hodische, nur der Vokal au ist je geändert. Im Kölsche heißt der au, also laufe. Und dann haben wir noch Gruffe. Das heißt ähnlich Griechen, also ganz höch Jon. Man sieht auch do Gruff hohn. Jo, lieb Lükscher, dat man dat jetzt vergesse. Mir sage herzlichen Dank an der Wolfgang Oelsner und der Rainer Rudolf für denne ihr Buch Karneval ohne Maske, was 1987 rausgekommen ist und auch heute noch aktuell ist, für der Tünnes und der Schäl kennenzulernen. Jetzt sind wir vom Tünnes und Schäl auch noch an der Jäger gekommen und han ich hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht. Und dat ja dabei allemal, wenigstens ein bisschen, blieft wie der Tünnes und der Schäl. Atschüss. Und halt euch Salze.